Hallo Kanner, ruft mal Molenka ganz hart Lupino. Nach mir hart. Oh Kanner, der darf grad auch nicht raus. Und der darf doch keinen Spielplatz. Ich schon von einem Virus hören. Coca-Cola, nee. Äh. Kokosnuss, nee. Äh. Cornichons, nee. Carola-Virus. Und der Carola-Virus, der macht jederin so krank, dass jederin Bemol auch Angst hat und Bemol war kein Mensch mehr auf der Straße. Und ich sie keiner einziger Menschen selber begegnet. Und ich bin gerade noch gepackt an Schloss von der Marzipansprinzessin. Es war wirklich knapp. Und die zwei ersten Menschen, die ich begegnet habe, das waren die Wirte für um Schloss von der Marzipansprinzessin. Und wie die mich gesehen haben, dann haben sie gesagt, oh je, Lupino, Lupino. Und dann haben sie mir eine Maske gegeben. Sie hatte noch eine für ein Gesicht. Und ich sollte auch eine für ein Schnuften. Oh. Nee. Und dann haben sie mir noch gesagt, ich müsste meine Patte waschen. Und dabei bis 30 zählen. Ich war ja eigentlich auf der Sicht nur einen Mandelbaum für meine Marzipansprinzessin, weil ihre Mandelbaum, der war krank und den hat keine Mandeln mehr. Und ohne Mandeln kein Marzipan. Und weil das eine Marzipansprinzessin ohne Marzipan, das geht doch alles gar nicht. Und dann habe ich mich ja auf den Weg gemacht und da war ich für dich am Zauberbusch. Und du habe ich Steinhorn getroffen. Und du war ich am Spiegelsee. Was danach? Ja. Und du hattest Krab und Seepferdchen und Krevett und den Wassermann getroffen. Und die französischen Meeresfrüchte. Wie denen lo wohl geht. Und du sind nicht weitergegangen und ich hatte einen schrecklichen Hunger. Und ich musste ein bisschen rasten und ich war schon ganz schwach. Und dann, es war wie ein Wunder. Dann habe ich einen Hunger hören. Ich bin dem Geräusch nur gegangen. Und du sind ich bei einem Scheuer gekommen. Und an der Scheuer waren eine Katz, lauter Hinger, ein Schaf, ein Kuh, Kanner. Die hat doch bestimmt schon dem Sarah sein Video geguckt und eine Därenmaske gebastelt. Setz die mal ab und dann macht er daheim ganz hart Geräusch von ihrem Där. Ich lausche. Und der Ältere bestimmt doch. Ah. Und hast du ein Mu hören? Oh, das macht er ganz schön. Ja. Die Dären an der Scheuer, die waren so herzlich, die waren so lieb mit mir, dass ich sie gar nicht mehr wollte essen. Und sie haben mir von ihrem Leben erzählt, und dass sie den Bauernhof von den Menschen verloren haben, weil sie da überhaupt nicht froh waren. Weil Tinger zum Beispiel, die waren die ganze Zeit am Stress, die haben die ganze Zeit müssten eher lehen, also sie hatten überhaupt keine Zeit, sie auszubrüten. Und Co., die hat die ganze Zeit müsste Milch gehen und die hat überhaupt keine Zeit für zu rasten. Und Schaf, da tun sie die ganze Zeit geschur, an dem war am Winter immer kahl. Und Katz,
Die konnte überhaupt kein Mais mehr fangen, weil die Mais, die waren sowieso alle gute Futti, weil der Bauer die ganze Zeit Gift versprayt wird. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ja, ich habe mich mit den Tieren angefreundet. Sie haben mir erzählt, dass sie den Bauernhof von den Menschen verloren haben und an der Scheier ihren eigenen Bauernhof gegründet haben. Den heißt der Bauernhof von den glücklichen Tieren. Und dann haben sie das Futter mit mir geteilt. Kanner, die glaubt es nicht. Ich habe Kehre gegessen. Und ich habe Salat gegessen. Und ich habe Milch getrunken. Und ich habe eine Tomate gegessen. Ein Wölfchen, den eine Tomate isst. Und, oh, ihr wisst ja, wie nach an der Scheier war? Veronique. Und Veronique hat mit den Tieren ein Lied gesungen. Und wenn ihr das Lied wollt lernen, da guckt ihr dem Veronique sein Video und da bringt er dir das bei. He fehlt doch noch ein. Scheren du Hannen. Macht sie Pansprinzessin die Müsli isst. Ich geh mal sehr beise. Gucke, wie es hier geht. Kanner, bleibt brav, wascht immer schön der Potte. Okay? Adi.